Grundsätzlich stört es mich natürlich, dass ich mit einem Geschlecht eingelesen werde. Ich brauche halt wie so non-binäre Pronomen, nicht er oder sie. Für mich ist es einfach in dem Sinn verletzend, dass ich mich dem muss sozusagen unterordnen muss. Sascha ist 30 und non-binär. Sascha fühlt sich also weder als Frau noch als Mann. Wir treffen Sascha daheim in Basel. Ich bin jetzt gerade einen Text am Redigieren für ein Essayband aus Berlin, wo es um Männlichkeit geht. Weil als non-binäre Person betrifft mich Männlichkeit im weitesten Sinn auch, weil ich durchaus mittlerweile auch männlich eingelesen werde. Stört es dich? Es stört mich so ein bisschen weniger, wenn ich männlich eingelesen werde, als wenn ich weiblich eingelesen werde. Einfach weil ich das schon mein ganzes Leben erlebt habe und an das ganz viele Sachen geknüpft sind, die ich so als sehr gewaltvolle Vorstellungen empfunden habe. Sascha will mit den geschlechtsneutralen Pronomen «hen» oder «dei» angesprochen werden. Seit wenn Sascha non-binär lebt, teilt «dei» nicht gerne mit der Öffentlichkeit. Es zwingt mich wie irgendwie zu beweisen, dann und je länger es zurückliegt, desto glaubwürdiger ist die Aussage, impliziert das irgendwie für mich. Und darum habe ich die Frage eigentlich nicht so gern. Natürlich gibt es gewisse Meilensteine in meinem Leben, aber das teile ich eigentlich mit Freundinnen, wenn ich Lust habe, die zu erzählen. Seit einem Jahr arbeitet Sascha im Restaurant und der Brauerei Matt & Ellie. Geschlechtsneutrale Toiletten. Das hat das Inhaberpaar bewusst geplant und 2 identische Einhörner als Symbol gewählt. Aber bei der Umsetzung ist etwas schief gelaufen. Der Innenarchitekt hat dann gefunden, oh nein, das kann man nicht machen. Man muss unbedingt irgendwie das Bild erkenntlich machen. Und jetzt hat das eine Einhorn eine Schlaufe bekommen und lange Wimpern und so ein bisschen Kettchen an der Hand. Und in dem Sinn sind dann die beiden Einhörner wieder voneinander unterschieden worden. Also es ist nicht so, dass ich grundsätzlich etwas gegen Schlaufen und lange Wimpern habe. Aber ja, es nervt mich schon, dass jetzt hier wieder eine Binarität ist hergestellt wurde, die absolut unnötig ist. Also die Toiletten sind ja wie genau gleich ausgestattet. Wie wichtig ist es dir im Alltag, dass du genderneutrale Toiletten kannst benutzen kannst? Also wenn es genderneutrale Toiletten hat, freue ich mich immer mega fest darüber und benutze sie auch gerne und eben finde, sie machen Sinn. Aber das ist leider immer noch die Ausnahme und nicht die Regel. Regelmässig führt Sascha Gruppe durch die Brauerei. Es gibt auch ein bisschen ein Merkwort. Es hat leider so ein generisches Maskulinum drin. Der Brauer macht die Würze, erst die Hefe macht das Bier. Also, du hast ja vorhin schon gesagt, eben, wir haben dann in dem Sinne die Zuckersuppe und nachher die Hefe macht dann eigentlich das Bier fertig für uns. Laut der biologischen Forschung sind männlich und weiblich nicht die einzig möglichen Geschlechtsformen. In der Schweiz gibt es bis heute kein drittes Geschlecht. Im Service wird Sascha von Gästen immer wieder als Mann oder Frau angesprochen. Mir ist es immer wie so mega unangenehm, weil eigentlich die Leute wie nicht stören. Und wenn sie so das Thema gar nicht können, finden sie es halt wie so unangenehm, wenn sie dann mit etwas konfrontiert werden, was sie nicht können. Und darum ist meistens meine Reaktion so, dass ich halt einfach nichts sage und so ein bisschen freeze. Aber es tut mir halt wie schon weh auf eine Art, also weil dann ja einfach immer eine Vergeschlechtlichung passiert, mit der ich nicht einverstanden bin. Zum Schutz der Gäste stellen wir mit Mitarbeitenden von Sascha nach, wie es oft abläuft. Dann haben wir eine Session IPA für dich und ein Prosecco. Was hat er gesagt? Session IPA ist doch gut. Also, ich brauche halt wie so non-binäre Pronomen, nicht er oder sie. Also, they sozusagen. Aber was soll ich sagen? Ja, they. Für solche Situationen zu vermeiden, hat sich Sascha überlegt, eine Broschüre mit Infos zu non-binären Personen und Pronomen zu erstellen. Aber für reibungslos non-binär arbeiten und leben zu können, braucht es für Sascha noch weit mehr. Also ich fände es natürlich super, wenn wir eine Kultur entwickeln würden, wo alle non-binären Leute selbstverständlich einschliessen, so wie wir über Männer und Frauen reden. Aber ich glaube, grundsätzlich würde es unserer Gesellschaft gut tun, wenn wir nicht alles so krass vergeschlechtlich klassifizieren und in dem Sinn einander gegenseitig in so sehr enge Regime hineindrücken, wo am Schluss alle unter Sexismus leiden.